Alexander Fuchs ist Biobauer in Schrobenhausen. Dort ist vor allem die Kartoffel heimisch. Doch die verträgt die immer heißer werdenden Sommer nicht mehr so gut. Deswegen testet er eine neue Kultur, die Süßkartoffel. Man überlegt sich natürlich durch den Wandel des Klimas, wir haben extreme Hitze, zum Teil im Sommer, wo unsere Hauptkultur, die Kartoffeln, immer stärker leiden. Ob es nicht andere Formen gibt oder andere Kulturen gibt, die damit besser zurechtkommen. Und ja, das ist jetzt noch ein kleiner Versuch mit irgendwie 3000 Quadratmeter, aber so lernt man dazu und sammelt Erfahrung. Der Anbau und auch der Verkauf laufen gut, obwohl die oberbayerische Süßkartoffel teurer ist als die amerikanische oder israelische. Doch egal, um welches Gemüse es sich handelt. Es steckt natürlich viel Herzblut drin. Man pflanzt es, man pflegt es über das ganze Jahr. Das Wetter hat man ja nicht im Griff. Wenn man dann so eine schöne Ernte hat wie da, dann ist man schon dankbar, dass es so funktioniert hat. Es ist ja keine Selbstverständlichkeit, sondern es kann wahnsinnig viel dazwischen kommen. Man hat vielleicht ein Drittel davon selber in der Hand und den Rest muss die Natur, das Wetter, der liebe Gott machen. Bevor etwas verkauft wird, wird es getestet. Von der Familie und den Mitarbeitern. Schau, jetzt habe ich da schon gewaschen. Ja. Schaut doch super aus, oder? Die sind wunderbar. Also im Vergleich zum letzten Jahr perfekt. Dann kochst du mal und schauen wir, ob es schmeckt. Nach dem Studium vor 20 Jahren hat er den konventionellen Hof des Vaters auf Bio umgestellt. Landwirtschaft bedeutet schon immer Veränderung. In den letzten Jahren auch klimatische. Es gibt deutlich mehr Hitzetage, was für bestimmte Kulturen wie Kartoffel einfach problematisch ist. Es gibt deutlich mehr Starkregenereignisse. Also wir haben die Situation, wir haben Flächen im Abstand von 20 Kilometer. Es kann sein, dass auf der einen Fläche 50 Liter regnet und auf der anderen gar nicht. Das haben wir jetzt ganz oft gehabt. Gute Lebensmittel sind der Familie wichtig. Das sind einfach mal eigene Produkte. Das ist einfach was ganz Besonderes. Da steckt auch eigene Arbeit drin von uns allen. Insgesamt ist für mich wichtig, dass man Lebensmittel möglichst ohne Zusatzstoffe isst. Eva Fuchs kocht jeden Tag für die Familie und die Mitarbeiter. Hauptsächlich das, was auf dem Hof geerntet wird. Und noch eine untypische Frucht bringen die wärmeren Sommer hervor. Auf dem Feld sind sie schon längst abgeerntet. Aber für den Hausgebrauch und für die Kinder hat Alexander Fuchs noch einige im Gewächshaus. Wassermelonen. Ja, also Lebensmittel, das sagt ja der Name schon. Also man kann ja Nahrungsmittel sagen, aber man kann Lebensmittel sagen. Und sie bevorzugt hat den Begriff Lebensmittel. Also ein gutes Essen, das macht einfach, gehört zum Glücklichsein dazu. Das macht glücklich. Und ich sehe das schon als Privileg, dass wir so viele eigene Sachen haben, dass wir hier täglich frisch kochen und auch wissen, wo es herkommt. Hinter dem Öko-Gedanken steckt aber mehr als nur gute Lebensmittel. Es sind ja dann zum Teil bis zu 15 Leute, die mitarbeiten, Festangestellte und Saisonkräfte, dass man die vernünftig entlohnen können, dass die Spaß bei der Arbeit haben, dass man sozusagen auch als Team zusammenarbeitet. Der Biohof ist Teil einer Genossenschaft. Der Handel ist partnerschaftlich. Und dahinter steckt auch eine besondere Philosophie. Dass man eine gewisse Ehrfurcht vor der Schöpfung hat und vor dem Leben hat und das auch bewusst bewahren will. Kann man aber natürlich auch nicht theologisch sagen, dass einem der Nachhaltigkeitsgedanke wichtig ist. Ich denke, das ist bei den Bauern allgemein so, dass man sie einfach nur als eine Generation sieht, die halt auf Zeit den Hof bewirtschaftet und dafür Verantwortung trägt und das dann an die nächste Generation weitergibt.